Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic auf Pelzig. Und Hallo. wir gehen gleich mal los. Es kann losgehen. Auf zur Mine. Höchste Zeit, dass wir die Gardisten von dort vertreiben. Geh du vor, ich folge dir. Jo, Alter. 0:34 Uhr Hämmers. Und ich würde sagen, das ist doch perfekt. Also da würde ich jetzt wirklich sagen, da mache ich bewusst nicht die Schlafaktion, dass ich jetzt penne, um hier mehr zu sehen. Weil ich finde, so verdeckt die Operation, wie wir sie gerade machen, das ist ja absolut perfekt, wenn man das um Mitternacht spielen lässt. Alter, kommt der Gorn überhaupt noch durch? Mann, die NSCs heutzutage. Oder die NSCs von damals, besser gesagt, weil heutige NSCs sind durchaus etwas besser als hier Gorn und sei Konsorte aus der frühen 2000er Jahre. Okay, da hat man nämlich immer damals noch 5 Meter gucken müssen, ob die Bursche noch hinten dran sind. Aber es nimmt mir trotzdem nicht das Spiel Spaß. Auch wenn ich mich totalweise aufreg über so Unfähigkeiten. Ich finde es trotzdem immer wieder schön, weil mich das wieder an die Zeit von früher erinnert. Und 2001, alter Latz, da war ich 13 Jahre alt. Das war wirklich so eins von meiner Jugendspiele, von meiner ersten richtige Jugendspiele. Baldur's Gate von 2000 direkt, also ja, 2000 war das, oder 1999, 2000 war das, da war ich so um die 12 Jahre alt. Vorsicht! Razors! Die Oh. arbeiten genauso in Rudeln wie die Snapper. Nur, dass sie viel heftiger zubeißen. Wir sollten sie aus dem Weg räumen. Du weißt ja, ich habe gerne einen freien Rücken. Ja, nicht nur du. Und Razor haben wir ja schon mitgekriegt, dass das nicht gerade so die freundlichsten Biester sind. Okay. Jetzt geht's auf der Washing. Gorn, du darfst auch gern mitmischen. Okay, also wir sehen, als geübter Krieger sind die durchaus etwas lockerer fertig zu machen, die Viecher. So, wie viele Lernpunkte haben wir eigentlich noch? 50 Lernpunkte haben wir noch. Ach du liebe Zeit. Aber ich habe eigentlich gedacht, na, das kommt vielleicht noch mit dem 6. Kreis der Magie. Deswegen lasse ich das erstmal sein. Und... So. Ein paar Lernpunkte muss ich mir auf jeden Fall noch aufheben. Gorn, du darfst gern kämpfen. So. Sehr schön. Ja, es wäre auf jeden Fall einfacher als Krieger, merke ich. So. Oh, noch einen Trank gluckern. Dann geht's weiter. Sehr schön. Wie sieht's dann aus im Kessel? Glücklicherweise ist der Arsch tot, der uns vorhin abgezockt hat. Wenn ihr euch noch erinnert an den Typ, der uns die Waffe versprochen hat. Söldner. Der hat sogar noch eine Münze. Cool. Amphorer. Rasiermesser. Das können wir achten. Die Panzerplatte abschneiden. Jetzt haben wir das richtige Werkzeug. Bisschen Erz. So gute 70er Heiltränke. Reisschnaps, Fleisch, Brot, Reis, Pfeiler und so ein Steinbrecher. Okay, der ist alleweil eher geschenkt, würde ich sagen. So ein Stäbbrecher. Gut, jetzt können die eigentlich nichts mehr sagen, wenn ich hier die Truhe plünder. Steht mal Sache, der Kessel ist jetzt mal Spielwiese. Du kannst mir jetzt absolut scheißegal sein, ob das irgendjemand sieht. Gorn? Alter, wo steckt der Typ? Das gibt's doch gar nicht. Oh. Mann, du bist auch, wie wir auf Latein sagen, ein sogenannter Querus Schlägerus, ne? Also guck mal her, du. So, blöd, Mann. Bleib da hinten einfach an der Ecke hängen. So. Jetzt aber. Warte mal. Siehst du all die Leichen hier? Geh du runter zum Mineneingang. Ich bleib erstmal hier oben und stelle sicher, dass es keine Überraschung von hinten gibt. Ja. Wenn du unten bist, komme ich nach. Ja, genau, so kennen wir das. Lass mich die ganz Scheißarbeit machen und du stehst ja hier die Bäh in den Bauch. Na, herzlichen Glückwunsch. So ein dummer Hund. Egal, dann muss es halt so sein. Aber wir haben wenigstens die ganze Beute für uns. So, der hat auch nicht großartig mehr als die anderen Söldner. Aber seine Tränke nehme ich natürlich liebend gern. Dass die Gardisten das doch nicht abgezwackt haben, wundert mich. So. Ja, die haben alle so Standard-Inventar. Aber es wundert mich halt, dass die Gardisten die Heiltränke nicht an sich genommen haben. Links, rechts. Pff,
Da war nicht mal was drin. Okay, das ist gut. Einfach so verschlossene Fake-Truhe. Das hat was. So. Es ist zwar etwas frustrierend, weil ich einen Dietrich dafür geknackt habe, aber die Idee ist gar nicht mehr so schlecht. Rechts, rechts, rechts. Na? 1, 2, 3, mal rechts. Okay. Da hätte ich Weintraube noch gekriegt. Und hier? Das geht so. Da ist auch nichts drin. Ach Gott. Also so großartige Schätze gibt es ja wohl offensichtlich nicht. Ja, da ohne haben sich Gardisten verschanzt. Die stehen direkt vom Eingang von der Mine. Söldner? Der hat erstmal Gemünze bei sich. Naja. Schade, dass ich der Bursche die Rüstungen nicht ausziehen kann, damit ich selber die bessere Rüstung habe, weil der hat ich weiß nicht, ob das die schwere Söldnerrüstung war, aber der hat auf jeden Fall, der Okill als Leiter von Kessel, hat der auf jeden Fall eine schwere Söldnerrüstung. Das wäre nicht verkehrt gewesen. So, dann zwacken wir ihm sein Zeug noch ab. Und er hat noch die Kriegerstimme, 2 Handwaffe, die 96 Schaden macht. Das ist natürlich extrem geil. Ja, die Schürfern, ach nur so Standard-Inventar, könnte man sagen. Also, dass die nicht großartig reich sind, sollte bekannt sein. Rechts, 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 links. Ja, wie gesagt, das sind jetzt nicht gerade so die reichsten Leute. Aber Kriegerstimme mit 96 Schaden, das ist schon eine ziemlich geile 2-Handwaffe. Dann, was hat der noch? Ein Kurzschwert hat er bei sich gehabt, der Schürfer. Na, immer hier. Nicht nur mit der Spitzhacke bewaffnet. Na? Ah, das geht einfach so, ohne Knacker. 2 Schinker. Geil. Okay. Ich persönlich liebe hier auch Schinker. Großartige Nahrung. Der hat ein bisschen mehr von den Heiltränke. Sehr schön. Schürfer, der hat auch ein Kurzschwert bei sich. Also ein paar könnten auch gekämpft haben, wenn ich das so sehe. Aber wie gesagt, das ist eigentlich egal, ob man sich mit den Leuten im Kessel verschanzt, weil im Laufe von der Story sterben die sowieso. Deswegen, mit denen kann man sich auch ruhig vorher ein bisschen anlegen. Aber ich glaube, die hätten ganz schön geglotzt, die Söldner, die mich vorher attackiert hätten, wenn die jetzt gesehen hätten, dass ich als Wassermagier komme. Weil dann wäre ich ja ihren Herr gewesen, beziehungsweise ich wäre einer von denen gewesen, der sie bezahlt für den Schutz. So, wobei ich ja mittlerweile Schutz eigentlich so gut wie gar nicht mehr notwendig habe. Da hat eine Nagelkeule nur so plumpi. Und das ist doch der Typ, ja, das war der Hansel, der uns so abgezockt hat. So, hat die Scheiße. Hat er gerade seine Quittung kriegt. Links, rechts, links. Links, rechts, links, links, rechts, rechts. Minecrawler, super und Void. Das muss man auch auf jeden Fall einsperren in der Truhe. Aber nee, wie gesagt, der hat ja auch nichts mehr bei sich gehabt, weil ich ihn vorher ausgeplündert habe. Nur ein Schürhoker. Deswegen war jetzt nur noch eine Münze da. Das heißt, der wird wahrscheinlich mit nackter Fäuste gekämpft haben, falls überhaupt. So, hier haben wir auch alles geplündert. Ist doch perfekt. So. Und wie gesagt, in der freien Mine gibt es jetzt auch nicht gerade so die große Habe hier in der Hütte und bei der Leiche. Die Leiche hat ein gutes Standardinventar dabei, aber die Hütte, das kann schon Hase geben. So, da ist noch ein Schürfer. Nehmen wir alles. Eine Handaxt hat der bei sich gehabt. Und der hat auch noch ein bisschen Schampel dabei. Nehmen wir alles. Nehmen wir alles mit. Gerade das gute Erz soll ja nicht verkummern. Haben wir hier noch irgendwas? Ich glaube, das habe ich schon vorher geknackt, oder? Ja. Okay. Die dürfte ich beide schon, ja. Dürfte ich damals beide schon geknackt und geplündert haben. Okay. Schürfer. Was hat der dabei? Wieder Kurzschwert. Naja, also so schlecht ausgerüstet sind die nicht. Ich meine, die in der alten Mine hatten alle nur Spitzhacke dabei. Links, links, rechts. Links, links, rechts. Links, rechts. 3 Äpfel und ein Käse. Ich hätte die ganze Fressalie für Baloro wahrscheinlich damals schon hier im Kessel gefunden, wenn ich nur ein bisschen mehr Geduld gehabt hätte, um die ganze Häuser zu plündern. Aber hauptsächlich gibt es hier halt auf jeden Fall immer Reis, weil Reisfeld haben sie ja direkt vor der Mine. Vorm Lager, nicht vor der Mine.
So, aber ich finde sowas definitiv sehr sinnvoll, so Schürferdorf hier zu haben. So Minendorf ist auf jeden Fall sehr praktisch. So, dich habe ich schon geplündert, mein Lieber. Und hier war ich auch schon drin. Okay. Gut. Dann habe ich soweit erstmal alles geplündert, was ich brauche. Und dann geht's runter Richtung Gardista. Aber da ist... Ah, das Sweeney. Das war der Architekt von der Mine. Naja, schade um dich. Da ist noch ein Bandit drin. Ach Gott, was ist denn ein Bandit hier zu suchen? Eigentlich habe ich gedacht, das wäre eher so... Sagen wir mal, Söldner-Exclusive hier. Okay, da stehen noch die Gardiste rum. Und der Saa führt, den kennen wir auch noch. Das ist auch noch ein alter Bekannter von uns. Aber hier haben wir offensichtlich auch noch ein paar Leiche zu flattern. Ah, wenn Gorn das sehen wird. Ich glaube, der den vielleicht sogar noch mitmachen. So ein Typ ist das. Okay. Jetzt haben wir alles. Und da ist ein Gardist, der leitet hier die Operation zumindest. Der leitet zumindest die Torwache. Und den kennen wir noch. Den kennen wir auf jeden Fall. So. Erstmal hier plündern. Okay. Ah, da drüber ist auch noch was. Na gut, dann sollte ich hier vielleicht speichern. Zack, zack. Und hallo Jungs. Es ist Jekyll. Sieh mal einer an. Der Gardist vom Südtorbezirk. Der Verräter, der das Lager gewechselt hat. Du hättest dich nicht mit diesen Verlierern einlassen sollen. Dann würdest du noch zu uns gehören. Da hilft dir auch nicht, dass du mir Schutzgeld bezahlt hast. Ihr seid zu weit gegangen. Der Überfall auf die Mine war dumm von euch. Scheint aber funktioniert zu haben. Und du wirst daran auch nichts ändern. Dafür werde ich persönlich Sorge tragen. Los, wir machen ihn kalt, Jungs. Naja, Weg das sehe mit ich, der... das sehe ich ein bisschen anders, aber ups. Hoppala, der zieht aber ein bisschen mehr ab hier, der Kerl. Oh, oh, oh. Oh, nee, das war nicht so gut. Okay, das kriegen wir besser hier. Kriegen wir alles besser hier. So, nochmal. Sieh mal, Ihr seid... scheint... Okay, dann guck mal her. Na, die sind doch ein bisschen stark, die Uwe. Okay, habe ich eingesehen. Habe ich kapiert. Ist in Ordnung. Kriegen wir alles hier. Renn heim zu Mutti. Genau. Uff, Gorn rennt ja noch rum und macht eine auf Abteilung Attacke, aber er kriegt es irgendwie nicht gebacken, da runterzukommen. Deswegen sollte ich jetzt hier dringendst nochmal Heiltränke schlucken. So. Okay, Gorn macht sich aber jetzt schon so allmählich auf den Weg runter. Und dann machen wir die Jungs einfach so fertig. Ich meine, unser Gespräch hatten wir mit ihnen. Von daher können die auch meinetwegen hier schießen. Wie sie Bock haben. Das ist mir egal. Okay, Anna ist tot. Und dann hole ich mir noch hier ein paar Heiltränke, die ich mir noch neizwirbel. Und der Rest ist optional hier wieder. Ah, du Blödmann. 500 Erfahrungspunkte gibt der Dachschädel sogar noch. Knochenbrecher hat als Waffe und schwere Armbrust, die 90 Schaden macht. Der Gewitter erleidet. Bringt uns das Ding was? Nee. 54 zieht es nur ab. Das ist etwas schwächer. Na gut, dann haben wir noch erledigt hier. Der hat 200 Erfahrungspunkte, gäbe der Gardist. Und der hat eine Gardistenhand für uns, die 59 Schaden macht. Nicht schlecht. Ah, da ist noch einer. Der Bu hat's doch überlebt. Sagen wir mal für, dass es nicht so ist. Adios. Sehr schön. Gut. Ich hörte dich kämpfen, da bin ich sofort hinterher. Ja, alter genau. Bekannter. Aber die Rechnung ist beglichen. Gut, öffne du das Tor, ich pass hier auf. So kann man es jetzt auch schnell retten. Ich hab dich kämpfen gehört und bin sofort hergekommen. Nix hat er gemacht, der Kerl. Ja, du Schwätzer. Entschuldigung, wenn das jetzt etwas laut war von meiner Seite, aber echt, was so ein Dummbabbler. Okay, wie sieht's denn hier aus? Nichts Großartiges.
Aber das Schwert Gardistenhand sieht schon ziemlich geil aus, muss ich nur lassen. Sieht echt cool aus. Es gibt das Schwert, was genauso aussieht und noch mehr Schaden macht. Und das werden wir auf jeden Fall auch noch kriegen. Ich denke, für Einhänder ist das so ziemlich das Beste, was man kriegen kann für den Einhandkampf. Und dann habe ich auch schon abgemurkst. Gorn hat mir ja glücklicherweise auch hier schon mal der Schlüssel gegeben. Finger weg, Freundchen. Hallo? Gorn? Dummschwätzer? Hallo. Jemand aus dem alten Lager ist verstorben und dein Name wird dabei erwähnt. Alter. Auf in den Kampf! Jemand aus... Als ob das ja noch jemand interessieren wird. Ihr habt Krieg mit dem alten Hallo. Lager. Du hast einen Kumpel von mir ausgenockt. Was sollte das? Gorn? Auf in den Kampf! Bist du noch ganz sauer? Bist du noch ganz knuspelnde Patron? Hallo. Jemand aus dem alten Lager ist verstorben und dein Name wird dabei erwähnt. Ja, das war jemand... Auf in den Kampf! Das war jemand, der hier das Tor bewacht hat, du saudummer Hund. Also, manchmal benehmen sich die NSCs hier echt wie die letzte Idiote. Und er war direkt neben dran, als ich die Person umgebracht habe. So. Hallo. Du Auf in den Mann. Kampf! Absoluter Dappschädel und Hutbrummer. So, dann mal das noch. Was mache ich denn hier für einen Quatsch? So. Hol da das Zeug und gut ist. So. Dann können wir jetzt hier auf jeden Fall auch nochmal speichern. So. Und rein mit uns in die freie Mine. Oh. Da kommt schon einer arg stürmt. Hey. Der Gardist. Hey. Sag mal, du Hutbrummer. Da bist du Hanebampel. Und. Gut. Einer wieder tot. Hey, die schießen ja alles auch. Alter Falter. Also allmählich reicht's auch. Und Gorn ist uns mal wieder eine Riesenhilfe, wie ich sehe. So. Hey, hey. Hey. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Friede. Ah, dahin hat er sich mittlerweile hochgekämpft. Lass dich hier nie wieder blicken! Hey. Aber schädel ein anderer Gardist hier niedergeschnetzelt, ne? So, jetzt ich auch wieder. Souverän gemeistert, Junge! Das wird dir noch leid tun. Okay, der kommt jetzt auch nochmal abstürmt. Das ist eh mal das Beste. Mir vorwerfe, ich hätte Leute aus dem alten Lager umgebracht und dann selber hier genau den Move gemacht. Alter Falter Gorn, der scheinheilige Idiot. Okay, dann erstmal ein paar Tränke reinzischen. Ach Gott. Und ja, wie gesagt, als ob mittlerweile noch irgendjemand interessieren wird, was mit dem alten Lager ist. Die haben sich jetzt durch ihre Aktionen aller andere 2 Lager zum totale Todfeind auf Lebenszeit gemacht. Insofern, ich denke, das juckt keine Sau mehr. Okay. Und du auch noch? Du hässlicher Fochel. Oder sprichst du mit mir? Wer hat hier das Sagen? Wer hat hier das Sagen? Ich hab hier das Sagen. Und ich sage, sei vorsichtig, was du sagst, Junge. Okay. Also der steht hier tatsächlich einfach nur dumm rum und macht nichts. Na gut. Warum auch nicht? Grobes Schwert hat der Typ. Ja, das sind stinknormale Popelgardiste hier. Und er hat auch nichts Großartiges jetzt bei sich. Jetzt sag aber nicht jemand vom alten Lager wird Hallo, umgebracht. du hast einen Kumpel von mir ausgenockt. Was sollte das? Ja, genau. Ach, ist das ein Idiot. Auf in den Kampf! Sein absoluter Hutbrummer hier, der Gorn. Hast einen Kumpel von mir ausgenockt? Hier einer von der Gardist oder was? Das waren alles deine Freunde oder wie, du Blödmann? Also sowas Dummes. So, dann soll der doch meinetwegen sich um den Gardist hier kümmern. Ja, soll er einen umbringen. Wenn ich nur dafür so ums Arschloch bin, soll er meinetwegen die Gardiste umbringen. Mir ist recht. Zum Schluss wäre ich noch wegen Mord hier gerichtet, nur weil ich mich nur weil ich das gemacht habe, was die Leute wollten. Die freie Mine befreie. Ach man. Käse und Minecrawler, Sub holen wir uns. Ach, das ist hier, ach. Wie Handkäse mit Musik. Käse und Minecrawler Sub, das ist das Geilste, was es gibt. So, da geht es anscheinend auch nochmal runter in irgend so ein hässlicher Stoller. Die Minecrawler scheinen ja auch so ein bisschen wie Spinne hier ihr
Webe zu machen. So, da haben wir ja einer. So ein hässlicher. Da ist er. Der Minecrawler Warrior. Ups. Schade, dass ich absolut keine Schade bei der Biester mache. Und da haben wir die Panzerplatte. Ach, direkt. Sehr schön. Okay. Gorn, kann ich dich jetzt mal tatsächlich gut gebrauchen. Ausnahmsweise. So, machen wir doch mal auf den Minecrawler Warrior hier direkt. Okay, das zieht wenigstens was ab. Das war wahrscheinlich Gorn, der gekillt hat. Gut, Crawlerzange und 2 die Panzerplatte eines Minecrawler-Kriegers. Sehr schön. Die können wir gut gebrauchen für später. Für nach der Mine. Was ist dann hier noch? Da geht's aber nicht so sicher runter. Eher in der sichere Tod. Also das ist nicht gerade so die Gegend, in die wir gehen sollten. Zumindest nicht von dem Weg aus. Ich glaube, da kommen wir noch woanders hin. Wenn nicht, können wir sie auf dem Rückweg noch machen. Aber die sehen ganz schön hässlich aus, die Viecher. Okeli-dokeli. Dann hier ist jetzt erstmal wieder klettern. Und wir finden definitiv noch ein paar schöne Einhandwaffen. Das kann ich versprechen. So. Dann gucken wir erstmal, was der Hot denn der Gorn gekillt hat. So. Wo ist er dann? Der Dappschädel. Ach Gorn, du bist doch echt so blöd, um aus dem Bus zu winken. Das ist mir jetzt gerade egal. Ich lauf das Ganze jetzt ohne dich weiter. So. Kommt schon wieder eine Arc gestürmt. So. Dich mache ich auch noch fertig. So. Die bringen 300, die mittlere Gardister. Oh. Jetzt aber schnell, bevor der mich hier weiter killt mit der Armbrust. Und dann auch noch schnell. Zwirbel tot. Sehr schön. Gut. Dann war es das erste Mal. Und einer schießt anscheinend immer noch auf mich. Na gut. Was soll er mal machen? So, ich gehe jetzt mal dort hier zurück. Halte den Eingang mal ein bisschen im Arsch. Und zisch mal noch hier die Tränkerei. Da haben wir ja mittlerweile richtig viel davor. So, 50er A noch. So, jetzt freue ich mich echt, was aus Gornwoche ist. Wo ist denn der Blödmann? Geh mal die Ledernummer runter. Gucken, wo der Dappschädel hockt. Falls er nicht in irgendeine dappische Grube reingefallen ist. Da ist er. Okay, dann soll er wirklich die Stellung halten. Ich habe die Schnauze voll, die ganze Zeit so ein NSC mitzuzerren, der zu dumm zum Scheiße ist. So. Dann hier hoch. Und kommt er jetzt hinterher, der Blödi? Oder steht er einfach nur cool in der Gegend rum? Ja, okay, da ist er. Gut, er soll jetzt mal hier einfach die Stellung halten am Haupttunnel. Nein, Gorn, hier rum. Nicht runterkracher. Nicht nochmal runterfallen, du Dappschädel. So, hier hinterher. So. Und du bleibst jetzt hier Mitte im Gang stehen. Damit ich hier wenigstens noch einen Rückzugsposten habe. So. Genau. Hallo, da bleibst. suchst du wieder Streit? Und schon wieder bei mir? Alter? Halt die Stellung, ich werde erstmal die Lage prüfen. Ist gut. Ich warte am Mineneingang und sorge dafür, dass dir niemand in den Rücken fällt. Also der paranoide Gorn, den finde ich echt Bis etwas später. anstrengend gerade. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt hier auch meinen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Gothic auf Pelzig, wo wir weiter und tiefer in die freie Minerei stürmen werden. Also machen's gut und bis morgen dann. Iron Yankee.